Hi, heute in meinem Video soll es um mein Bible Journal gehen. Und zwar ist mein Büchlein von Leuchtturm, ja. Es ist eine wunderschöne Größe und ich zeige euch jetzt, was ich von Januar bis Ende März so drin geschrieben habe. Wenn euch das interessiert, dann bleibt doch dran und viel Spaß. Willkommen zu dem Voice-Over. Ich glaube, das erste Mal. Die ersten paar Seiten sind noch nicht so spannend von meinem... Genau. Da habe ich einfach mal so ein Bild gezeichnet, das ich im Kopf hatte und schön gefunden habe. Das da ist meine Jahreslosung. Und genau, den Kalender nicht beachten. Unten dran sind ein paar Daten falsch. Ja, aber ich habe es irgendwie schön gefunden. Das sind meine Goals oder Ziele von dem Jahr. Ja, ich weiss noch nicht, ob ich all die kann erreichen. Ja, das sind meine, wie sagt man denn? Milestones von YouTube und Instagram. Und meine Videos, die ich gerne noch machen oder produzieren für meinen Kanal. Da habe ich so ein bisschen aufgeschrieben, was ich noch für Filme und Serien schauen will. Und da würde ich gerne von jedem Monat ein Polaroid. Und vom März habe ich jetzt noch keins. Und es ist jetzt schon der 1. April, also von dem her gibt es vielleicht im März keins. Ja, September bis Dezember ist da noch. Und dann einfach nochmal einen Bibelvers. Ich habe viel in Englisch, merke ich gerade. Dann fängt der Januar auch schon an. Das Bild habe ich mit Wasserfarbe gemalt. Genau, und ich habe einfach im Januar habe ich noch nicht so viel drin geschrieben. Einfach dort am 4. und am 17. Januar habe ich mal etwas. Genau, dort haben wir eine kleine Gruppe gehabt und ich habe einen Bibelvers geschenkt bekommen. Dann geht es auch schon wieder zum Februar. Und das habe ich auch mit Wasserfarbe gemalt. Im Februar haben wir wieder eine kleine Gruppe gehabt. Und einmal haben wir da füreinander Ermutigungen und Bibelverse aufgeschrieben, die wir einander dann geschenkt haben. Ja, und das sind so die Sachen, die ich da eingeklebt, dass ich sie behalten kann. Das gehört auch noch dazu. Genau, dann war im Februar noch Snowcamp. Ja, der Bibelvers ist auf meinem Bett gelegen, wo ich geschlafen habe. Und dann im Snowcamp ist es so, wenn du nicht Skifahren oder Snowboarden am Morgen, dann kannst du bei den Glory Moments dabei sein. Und dort haben wir auch immer ganz coole Sachen gemacht. Viel über die Bibel gelernt. Und auch über den Gottesdienst habe ich spannende Sachen gelernt und einfach mir aufgeschrieben. Und dann kommen wir ja schon zum März. Das Bild habe ich auch mit Wasserfarbe gemalt und dann nachher einfach noch umrandet. Die Esther, genau. Das Busy Team Weekend war. Dort kann ich euch den Vlog unten dran verlinken. Ja, ich habe dort einfach 2 Seiten gestaltet, wo ich gerade Zeit hatte. Einfach ein paar Verse und Aussagen, die ich aufgeschrieben habe. Von dort. Dann in dieser Woche, als ich das aufgeschrieben habe, bin ich krank gewesen. Darum hatte ich auch ein bisschen Zeit zum Schreiben. Ja, in diesem Monat wollte ich alles so ein bisschen umranden, also einen Rahmen machen. Und Tipps to be good looking habe ich irgendwie auch schön gefunden, zum noch aufschreiben in diesem Büchlein. Ja, und dann sind wir schon im April, wo ich noch nichts drin geschrieben habe. Das ist noch ganz leer, das Buch. Dann wäre es das schon gewesen mit dem Flip-Through durch mein Bibeljournal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und einen schönen Abend oder Mittag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!